So, hallo, immer wieder mit dem gleichen Intro und mit dem gleichen Enthusiasmus für das geile Spiel. Heute machen wir weiter mit der nächsten Episode und wir sind, was sind wir letztes Mal stecken geblieben? Wir sind letztes Mal beim Quest nach der Suche nach Ciri stecken geblieben, mit Kera Metz. Sind wir gerade dabei, ein Portal in ein bisschen tiefere Regionen von der Elfenruine vorzudringen. Und bevor ich hier weitermache, natürlich mal, will ich schon etwas noch überprüfen, ob ich einen bestimmten Trank kann brauen kann, damit ich ein bisschen bei den Kämpfen einen Vorteil habe. Jetzt überlege ich mir, warte mal, jetzt, was haben wir da? Tränke? Haben wir nur Katze und... Was haben wir noch? Ist das... Das ist noch nicht... Aha, ja, das wird ich nicht. Okay, das ist noch nicht freigeschaltet. Muss halt ein bisschen länger warten. Man muss es irgendwo kaufen gehen. Es gibt einen Trank, der auch ein bessere Ding gibt, Angriffsattacken erhöht. Im Gegensatz zu Schwalben, halt, wo der Lebenskraft gibt. Ja, und halt die zwei sind eigentlich gute Kombi. Die Katze könnte man auch noch irgendwann machen, aber das ist auch nicht schlecht. Aber naja. Ja, im Moment haben wir es leider nicht so. Das heisst, wir werden jeden Kampf ohne den Trank stürzen müssen und gerade haben wir auch nichts zu essen. Ah, shit. Und keine Möglichkeit, unsere Lebenskraft aufzufüllen, weil wir auch nichts zu essen haben. Das klingt ja aber nach interessanten... Ja, weil es klingt nach einem interessanten Kontext für eine Quest, nicht? Die Möglichkeit, dass man in jedem Moment plötzlich sterben könnte. Naja, also, machen wir weiter mit unserer Quest. Suche nach der Elfe. Gut, ich schaue mir jetzt ein bisschen da um, bevor ich da weitergehe. Das Ding machen. Nein, das war nicht. Ich schaue gerade, ob es unterwegs etwas hat, wenn die halt mit der Lebenskraft, Energie auffüllen etc. Von Unterstützung könnte sein. Oh, was? Da geht es nach rechts. Ah, scheiße. Oh nein, ich bin zurück. Ich bin schon durch das Portal gegangen, scheinbar. Okay. Das habe ich jetzt in die nicht realisiert. Okay, jetzt sind wir durch das Portal durch. Jetzt kann man da ein bisschen umschauen. Jetzt auch nicht. Okay, da tönt es ein bisschen komisch. Ah, okay. Was es da wohl hat. Kann man das Ding machen? Anzünden? Ja, kann man die während dem Kampf ein bisschen unterstützen. Ein bisschen Licht beim Kämpfen. Ja. Da ist etwas. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ein Golem. Ja, natürlich. Das ist sicher so ein derber Gegner. Wir sind hier mega strategisch. Oh shit. Ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich habe nur einen Schwalbentrank, den ich verwenden kann. Ich muss mit meinem Quen auch vorsichtig sein, dass er mich nicht ohne aktivierten Quen verwünscht. Das ist wieder ein sehr kurzer Kampf. Quen. Komm, Kollege, komm! Hopp. Schön ausweichen, jawohl! Ich frage mich, wenn ich ihn von hinten schlage, dass es mehr Schaden macht. Oh shit, ich habe Quen verloren.
Schutzschild aktivieren und wieder attackieren. Jawohl, komm. Shit. Im späteren Verlauf vom Game werden wir unseren Quen so aufleveln, dass wir beim Verteidigen eine Lebenskraft zurückbekommen können. Das ist noch recht selten. Aber bis dann müssen wir uns halt vorsichtig im Kampf verhalten. Komm, Golem! Damn. Damn. Und nicht überhastig uns auf den Feind stürzen. Taktisch. Professionell. Wow, 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 wow. No, no, no. Nein, nein, nein. Nein, nein, das ist nur ein bisschen unvorsichtig und schon passiert's. Ein bisschen unachtsam und schon passiert's. Ja, wirklich, so knapp vor dem Ziel zu verlieren. Stirb! Deaktivier dich! Okay. Das wäre geschafft. Und natürlich. Das wäre geschafft. Warum speichere ich? Ich will das nicht einmal machen. So, okay. Gut. Golem und so. Ah, nicht interessant. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Hey. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei. Natürlich. Von ihrem Brief an Alexander haben wir doch endlich schon gesehen, dass Keira Metz gerne ihre weibliche Reize das ausnutzt, um halt ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Was für uns heisst, so viel heisst, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, wenn sie bestimmte Sachen von uns will. Wir haben keinen Plan, was Keira Metz für eigene Ziele im Leben hat und die mögen nicht immer die gleiche Reihe wie unsere liegen. Ich frage mich jetzt, ob wir jetzt den Trank bekommen haben. Das Rezept für den Trank. Ja, das ist schon noch cool. Ja, komm. Komm weg. Wo sind die Shortcuts für Ding lernen? Tränke, nein, ist nicht gekommen. Ja, schade. Gut, das gibt es. Jetzt haben wir jetzt alles rausgeholt. Da haben wir nichts vergessen. Gut. Was weiter? Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Ja. Keine Sorge. Das wird noch. Ja, aber der Pfad führt mich nach links durch. Und ich will noch schauen, was es hier hat. Eventuell kann man da noch ein paar Sachen aufsammeln, die uns beim Kampf später unterstützen wird. Schema, Rezept, Material. Ja. Vielleicht nicht jetzt. Was hat es da sonst noch? Opa! Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und Gargoyle. Stirb! Ja, Gargoyles sind echt ein anders in Erinnerung. Stirb! Ich habe früher so eine geile Zeichentrickserie mit Gargoyles. Das wirst du bereuen! In Deckung.
Komm mal, Kiramet. Da mal ein bisschen Unterstützung. Da, ey, was läuft? Die wirft so Blitzzeug auf den. Bringt fast gar nicht. Das ist für eine Magierin. Für eine Magierloge. Du hast erwartet, dass sie viel stärker wäre. Jawohl! Haben wir es endlich fertig gebracht, hä? Schau, sie gehen auf. Ja. Gehen wir. Ja, sicher nicht. Ich kann nicht so um mein Leben kämpfen und einfach nichts bekommen. Oh, gut, Spaltbolzen. Etwas für meine Armbrust. Was ist das? Das ist Feuer und Wolle. Und was ist noch da hat. Nichts. Und da war nicht. Ja, einfach so Gang, die nicht führen, aber wir haben ein paar interessante Sachen da bekommen. Nicht rüstig, aber die Bolzen sind sicher interessant. Ja, das kann man wahrscheinlich später hören, nicht jetzt. Gut, was ich geschwind machen werde, ist meditieren, weil sonst haben wir die keine Schwalbe für zukünftige Kämpfe. Da kann Kiram jetzt ein bisschen auf uns warten. Jo, jetzt haben wir wieder 3 Schwalben und können uns in den Kampf wagen, wo uns noch da erwartet in der Ruine. Oder ja, eigentlich schon. Es ist eine Ruine. Also für den Moment soll ich sagen Höhle, aber das ist hier natürlich keine Höhle. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt, komm. Nice. Okay. Wo uns das Portal hinführt. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Vela Glan! Voilà, klar. Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Mal was sagen. Hattest du das je gedacht? Mal schauen, wie gut das ist. 43, ja, scheiße. Immer noch schlechter als das. Zerschmettert Residenz, aufschließende Resistenzgegenstand durch Monster. Ja, aber mit aufschlitzender Resistenz ist beim aktuellen höher. Darum werde ich auch die Rüstung nicht anpassen. Ja, gehen wir doch weiter. Ja. Wir haben hier alles eingefroren. Statuen. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Das ist schon schön, ne? Und wir müssen gegen die kämpfen. Esse. Ta pardona. Bilini Hamar. Raen! Shensamir! Ich bin definitiv zu früh Was ist das? in die Quest Weiße reingegangen. Kälte. Jetzt muss ich Ein viel Magier der wilden Jagd Ja, hat wie sie beschworen. Kannst du die Kämpfe Risse konzentrieren. verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest Zwoge ab. Bleib dicht bei mir.
Fertig. Bleib bei mir. Wasserflasche. Was ist das? Wo du gerade Wasserflasche sagst, Moment, ich finde. Da habe ich doch aus. Ah! Das ist. Meistens Bier und Wasser. Zuerst Wasser und dann Bier. Weil besoffen werden im Kampf ist nicht unbedingt sehr lustig. Fackel brauche ich mal nicht. Wir müssen sie schließen. Soll ich? Ich mach's. Aber gib mir Deckung. Komm, Kollege! Komm da hin! Wartet da drinnen! Ah, ja. Scheiße. Wenn du zu weit rausgehst, das ist jetzt so krass. Dein Leben ab. Shit. Jetzt wollen wir da schauen, was wir von diesen Langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Schwefel. So, wieso Schwefel? Es wäre die so Hunde aus der Hölle, he? Schwefel. Und die Leute auch Schwefel. Die Sprache der Zauberer. Ist mir geil. Verdammt, bist du hässlich. Ich habe mich schon oft gefragt, ob der Andrei Sapkowski sich extra Zeit für die Sprache genommen hat. Er ist so wie Tolkien und seine Elfensprache. Also er ist ein bisschen so hastig zusammengesetzt ist, weil irgendwie ich finde es unelegant, die Sprache. Ja. Schwalbe. So. Nur noch einen. Komm Kira, wir haben nicht mehr viel zu tun. Moment, kommt ihr Kreaturen aus der ewigen Kälte? Fühlen die Wut von Geralt. Damn. Whoa. Alright. So, haben wir's? Es hat funktioniert. Ich hasse den Teil von der Quest. Keira! Was ist mit dir los, Kira? Was ist los? Ich bin müde. Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Was?
Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Mit Schwalbe. Mira. Also Kira, nicht Mira. So, okay. Jetzt. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Verweses Fleisch. Das ist dann natürlich. Schauen jetzt mal nicht interessante Schätze. Oh, da ist eine Truhe. Übergesehen. Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Vielleicht. Vielleicht. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Ja, niemals. Er erwartet uns. Natürlich. Nach einem schweren Kampf zum anderen. Jetzt muss man schauen, ob ich mein Silberschwert kann flicken kann. Natürlich nicht. Ich habe nur das für die Rüstungen. Ja, nein, ja, nicht. Jetzt wieder einfach nochmal ein anderer schwerer Kampf. Deune. Das ist glaube Deune ist glaube Begriff für Soll ich Mensch dir gewesen. helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Aber fragst denn? Ja, weißt du, ich muss jetzt schauen, dass ich nicht mehr rumlaufe. Okay. Nitral. Komm, Kollege. Sag, was du drauf hast. Ah, shit. Komm, Nitral! Ah, Scheiße. Ich habe meinen Quen nicht aktiv. Bei dem sind Axt. Wow! Gera, sieh nur! Er öffnet eine Passage! Natürlich öffnet er eine Passage. Konzentrier dich. Hör mit! Das ganze Spiel muss man natürlich wieder 3-mal durchmachen. Was? Das wirst du bereuen! Ah, shit. Lieber vorsichtshalber mal Dinge da. Oh. Ja, wat gern was? Wat gern? Ich glaube, Hexer gewesen, in der komischen Sprache. Oh! Ich habe voll vergessen, dass das Ding nicht mehr aktiv ist. Komm, Nitral! Da lache ich doch! Und gerade wo man denkt, man hätte ihn besiegt, macht er seinen dummen Noch ein Zaubertrick noch natürlich. Ja.
Wenn ihr mitzählt, immer so in Dreier. In Dreier-Eck. Ja. Die haben da so ein Level-Up bekommen. Vorher sind es 4 gewesen. Stufe 4, jetzt sind es Stufe 5. Um da hin! Um! So, jetzt zum letzten Mal ein Nitral niedermetzen. Immer gut darauf schauen, dass wir unseren Quen auch aktiv haben. Ja, das haben sie nicht aktiv. Weil der sein Axt macht schon sehr viel Schaden. Oh. Bald haben wir es hinter uns. Aha. Nice, Kira! Ist in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Nice, Kira. So Finishing Moves. Genau, der Donner, den wir müssen brauen. Den haben wir jetzt einfach bekommen. Soll mir recht sein, aber genau das ist es, was ich gemeint habe. Wenn ich täusche, sind wir im Labor des Elfen. Mit gesteigerten Attackpunkten. Jetzt schauen wir gerade auch da, was wir sonst noch alles Ding haben. Monsterknochen. Kann man da Ding machen? Ja, tatsächlich. Ja. Aber bringt ja nicht viel. Wo haben wir noch Schatztruhe? Du hast Schatztruhe. Zwergenschnaps, Oliven. Jo, nichts anderes. Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Nach der weißen Kerl. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo das wohl war. Wo wir zuletzt zusammen waren. Das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben Sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten Sie mehr Zeit gehabt, hätten Sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass Sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Geralt, nicht immer so pessimistisch. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Ja. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt... Ja, wieso ist Warum das? hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Aha, wieso wohl? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, Natürlich. nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe. Ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes.
Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Ja, das zum Punkt, wo Geralt wegen der Zauberin, dass man es ihnen nicht trauen kann. Das hat natürlich eine fundierte Background-Story. Vor allem Witcher 2 sieht man das, wie Zauberinnen, vor allem von der Loge, versuchen die Macht an sich zu reissen und versucht auch die Könige zu manipulieren. Und das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, wieso im Moment Radovid, einer der wenigen nördlichen Könige, der übrig geblieben ist, alles magisch etc. Ja, auf den Tod am Verfolgen ist. Ja. Und ja, machen wir da mit Eis weiter. Ja. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cedula wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Und natürlich in dem Punkt, halt, Warum sind wir überhaupt hergekommen? dass man Zauberern nicht vertrauen kann, muss man auch bedenken, dass die Loge auch versucht hat, halt Ciri zu rekrutieren, vor allem wegen ihrer geborenen Kräfte. Von denen wir später mehr erfahren werden. Und so ja, darum ist natürlich immer es gescheit, in der Umgebung von Zaubern ein bisschen Vorsicht walten zu lassen. Ich weiss nie, was sie genau wollen. Und man kann ihnen nicht vertrauen. Ja, Kira. Kira, die kennen wir. Was ist das? Der Trank, Aus den den ich ihm gegeben Büchern. habe. Nur Hab kurz offenbar natürlich. Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Und wir kennen sie von dort. Dort geht sie auf Geralt seinen Kopf, Mysteriöser Magierkräuterkundler. als sie glaube in Not Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. aus einem Fenster rausspringt oder rausgeworfen wird, ich bin nicht mehr sicher. Aber Kira und Geralt haben schon ein bisschen Geschichte. Ja. Auch außerhalb von der Diese Dinge. Notizen muss er selbst verbrannt haben. Magierloge. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Gut, da haben wir glaube nichts mehr so Interessantes. Alles was Zollen ist, haben wir geholt. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Kira. Danke. Das ist auch so was, oder? So Weltbild, also Weltkonstruktion, wenn man so Geschichte wie Geralt schreibt, dann muss man nicht nur Sprachen muss man irgendwie erfinden, man muss Fauna, Flora etc., wo eigen für die Welt ist, Das definieren. Auge von Nehalin. Geschichte, Ich sollte es Politik, benutzen. Fraktionen etc. ist schon eine Menge Arbeit. Ja. Einfach, nicht? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Dann müssen wir eine schöne Fackel hier aufdengeln, anzünden.
Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische, was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das... Hilfst du mir? Natürlich helfe ich dir, Kira. Ja, ich helfe. Wunderbar. Du hast mir doch Dann auch so komm. viel geholfen. Vela Glan. Ja, klar. Hier finden wir bestimmt etwas. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Ja. Aber Rätsel haben wir doch gern. Rätsel haben wir gern. Dort ist ein bisschen das Gehirn ankurbeln. Und schau, was da steht. Eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht 1/3 entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. 4 Wächter, 4 Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten, doch wie der Zweite spielte auch er. Okay. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Gut. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Also, wir es mal geschwind wiederholen. Der erste ist neben einer Statue, die eine Klagerung spielt, also ein Instrument. Die Statue ist nebst. Was kann man jetzt nicht sagen, weil es gibt ja 2, die das Instrument spielen. Aber wir wissen, dass der mit dem Hund der dritte war und dass der vierte nicht neben dem ersten war. Also, wir haben jetzt in dem Fall, okay, einmal hier einer spielt das Instrument, hier spielt einer das Instrument, der spielt keiner und der hat einen Hund. Also, dann nehme ich mal an, Brennt wie Zunder. der hier, der mit dem Instrument. Warte. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Und da. Ja, Es hat funktioniert. sehr schön. Unsere analytischen Fähigkeiten sind doch schon sehr schön da. He? Sehr doch komplexe Rätsel, die wir hier gelöst haben. Aber warte, da kommt rauf. Was? Sieht aus wie ein Elfenheiligtum. Was? Das kenne ich ja zum ersten Mal, dass man rauf kann. Magie. Ein Ort der Macht. Natürlich, ein scheiß Golem wartet auf uns. Da haben wir doch unseren Charakter ein bisschen aufpüscheln. Aber ich sollte mal schauen, ob ich beim Quen. Weißt du das Quen? Nein, das ist Quen. Was passiert, wenn ich das mache? Gegner zurück natürlich schnitzlich, wie wir haben. Da haben wir immer noch nur grüne, also haben wir ganz viel Sachen. Wenn ich hier den abzapfe. Jo, nice. Dann tue ich das gerade auch anwenden. Vielleicht muss ich nicht so dumm mit dem Ding kämpfen. Tun wir doch unseren Quendo ein bisschen rauf. Genau. So, Golem! Was tust du so schön zu bewachen hier?
schon schön, wenn wir jetzt Kira als Aushilfe hätten. Da, wir haben ja die Dinge. Genau, die Attack steigernde Zauber, denke ich. Oder irgendein Trank. Natürlich kann ich es nicht tun, weil ich eine dumme Fackel offen habe. Wenn ich keine schwere Attacke ausführen. So, jetzt aber. Komm, Golem, komm! Nicht den ganzen Tag Zeit. Oh. Ja. Komm, Kira, wieso hilfst du mir nicht? Jetzt können wir mit Kira gut brauchen. Einfach so Golems frei laufen lassen. Oh shit. Ja. Eine Druckwelle, die er erzeugt. Komm! Heilandsack, willst du mal? Ja, das war. Das auch gemacht. Jetzt werde ich ein bisschen die Fackel aufmachen. Zeig das an. Und was hast du jetzt so beschützt? Ah, Schatztruhe. Okay. Da haben wir auch Schatztruhe. Gib mir irgendwie gescheite Ausrüstung, wäre mal nicht schlecht. Wir sammeln das Zeug jetzt aus, wie wir danach das Zeug auch wieder verkaufen können. Alles, was wir nicht brauchen. Das gibt Geld. Und natürlich... Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Und natürlich mit mehr Geld kann man besser Rüstungen und Schwert kaufen. Ja. So, jetzt haben wir zu... Wessen Grab ist Kiramets. das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Gregenan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Machen wir. Aber natürlich nicht einfach so. Jetzt haben wir schon so... Oh, Kavalierhose. Kavallerhose. Ich hoffe mal, das ist besser als das, was ich kann. 7. Oder hat bessere Dingpunkte, ja. So, 7 Rüstung, 4. 11. 11, aha. Jetzt fragst du, welche wir anziehen. 11, 2, 2, 6, 4 Verbrennresistenz. Was hat das alles so? Oh, nicht mal so schlecht. Doch lieber die. Ich sehe natürlich sehr lustig aus mit der Ding. Aber ja, es ist ja vom Ding her besser. Oh, Schwert haben wir auch da. Kann man sogar ein bisschen mit ein paar coole Sachen da Ding machen.
Das macht eine kleine unsere Verbesserung Gegenstand. Angriffskraft, ja, das will ich nicht. Betäuben, taumeln, Chance auf Vergiften. Ja, machen wir. Ich mache jetzt etwas nicht so Spezielles, weil die Schwert werden wir so oder so wechseln. Und ich will dieses Zeug da nicht aufbrauchen. Und die Rüstung muss ich glaube nicht flicken. Und zum Schwertding habe ich auch nicht. Gut, tun wir doch hier noch rausgehen und die Quest fertigstellen. Und mit dem Quest werden wir auch Ding fertigstellen. Die Episode vom Fackel. Und wir sind ja schon bei 4. Oh, schon 46 Minuten. Versucht die Episode zwischen 20 und 40 Minuten zu halten. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Schön. Ja, sicher komme ich vorbei. Sicher komme ich vorbei, Kira. Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kira. Gut, dann hätten wir die Episode auch fertiggestellt. Und ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wiederschauen.